Naja, ich bin gerade aus meiner Funktion heraus als Landtagspräsident natürlich ganz besonders daran interessiert, dass das, was in unserer Verfassung, in unserer Landesverfassung geschützt ist, nämlich die Minderheiten und unsere Regionalsprache, dass das eben auch tatsächlich real in der Politik, aber auch in unserer Gesellschaft dann auch geschützt wird und sich fortentwickeln kann. Und daran arbeiten wir gemeinsam. Ich komme aus der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, Eckernförde, Flensburg, da, genau, ja. Ich komme vom Plattdeutschen, also quasi von den niederdeutschen Sprachen. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin deutsche Minderheiten in der Ukraine. Aus welcher Minderheit oder Sprechergruppe kommst du? Aus dem Plattdeutschen. Ich komme aus Nordfriesland. Ich komme aus Nordfriesland und ich schnack Frasch. Ich spreche Friesisch. Wir vertreten hier mit meinem Kollegen eine deutsche Minderheit in Georgien. Einmal bin ich in Dänemark geboren, was mich mit dem Land Dänemark oder mit der dänischen Kultur verbindet. Aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. An alle jungen Vertreter der Minderheit, moin junge Lüd, ist mir gesagt worden, oder gerden Ovend Young Lekt, um in meiner Mundart zu sprechen. Kultur und Sprache von Minderheiten und Sprachgruppen zu fördern und zu schützen, das sind die wichtigen Themen dieses Abends. Und um Ihre Wünsche und Forderungen an die Politik geht es heute. Als Beauftragter der Bundesregierung für Ausländerfragen und nationale Minderheiten liegen mir genau diese Themen ganz besonders am Herzen. Der Schutz der Minderheitensprachen in Deutschland und der Regionalsprache Niederdeutsch ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Ein Austausch wie heute zwischen Jugendlichen, zwischen Politikern, Vertretern von Bundesregierung und Ländern sowie Vertretern der nationalen Minderheiten und der niederdeutschen Sprechergruppe ist dafür von ganz besonderer Wichtigkeit. 20 Jahre ist es her, dass die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland in Kraft getreten ist. Zusammen mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten sorgt die Europäische Sprachencharta für einen breiten Schutz der Identität nationaler Minderheiten, ihrer Sprachen und der Regionalsprachen in Europa. Deutschland gehört zu den Ländern, die die Charta sehr schnell ratifiziert haben. Insgesamt 25 Staaten des Europarates bekennen sich mittlerweile zu den darin enthaltenen Verpflichtungen. Den Schutz der Minderheiten und Regionalsprachen weiterhin aktiv zu fördern und auch in Bezug auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts positiv zu begleiten, sehe ich als eine der wichtigsten Aufgaben meines Amtes ein. Dafür werde ich mich in Zukunft mit Nachdruck einsetzen. Wie ich gehört habe, steht heute auch noch ein Speed-Dating, welch schönes neudeutsches Wort, mit Bundestagsabgeordneten auf dem Programm, eine ungewöhnliche und zugleich sehr innovative Idee. Bin gespannt, welche Ergebnisse daraus hervorgehen, wenn Sie als junge Vertreter den Abgeordneten gleich etwas näher kommen, ich würde fast sagen, zu Recht auf die Pelle rücken. Wie eingangs gesagt, nutzen Sie die Chance, um Ihre Wünsche, Ihre Forderungen an die Politik zu formulieren. Ich wünsche uns allen eine lebendige Diskussion darüber, wie wir die Regional- und Minderheitensprachen weiter fördern und diese gerade für junge Leute möglichst attraktiv gestalten und dass wir sie möglichst nachhaltig in unseren Alltag wieder einbringen. Danke. Von harten Willkommen zur Junge Lüd in Berlin. Vielen Dank für die nette Begrüßung und die Einladung, dass wir hier diese Veranstaltung stattfinden lassen dürfen. Herr Dr. Fabricius, vielen Dank für Ihr Grußwort. Wir begrüßen es sehr, dass Sie bei Ihrer Arbeit den Schwerpunkt auf die Junge Lüd, dass Sie den Schwerpunkt darauf setzen. Und wenn Sie einen Blick hier ins Publikum werfen, das Interesse ist groß. Ja, wenn wir uns Schleswig-Holstein angucken, dann gucken wir in ein Mehrsprachenland. Kein anderes Land hat so viele der Minderheiten und den Sprachen dort vertreten. Wir haben die Dänen, die Friesen, die Sinti und Roma und die Sprechergruppe Niederdeutsch. Ja, Johannes Kalsen, wie sieht es denn aus mit der gelebten Mehrsprachigkeit wirklich? Ich glaube, wir sind in Schleswig-Holstein wirklich beispielhaft davor. Wir haben in der Bildung, in den Schulen die Regionalsprachen, die dort vertreten sind, die unterrichtet werden, mit übrigens großer Begeisterung auch der jungen Menschen. Und Schleswig-Holstein hat eine hohe Sprecherzahl, gerade was die Plattdeutschen angeht.
25% sagen, sie können sprechen, fast 80% können es zumindest verstehen. Das ist schon mal viel wert und wir arbeiten mit vielen, vielen Mitteln daran, mit vielen Projekten, diese Kenntnis unserer niederdeutschen Sprache, aber auch des Friesischen, des Dänischen und des Romanes weiter in die Bevölkerung zu tragen und dieses Alleinstellungsmerkmal von Schleswig-Holstein so lebendig zu halten. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Initiativen. Das Wichtigste ist erstmal, dass das Niederdeutsche in der Schule jetzt tatsächlich auch gelehrt wird. Und zwar angefangen in der Grundschule. Wir hoffen irgendwann auch mal ein plattdeutsches Abitur zu haben. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Jugend zu Wort kommen. Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Moin miteinander. Zu uns müssen wir jetzt gar nicht so viel sagen. Wir sind heute hier, um Ihnen und euch das Projekt Jugend verklott platt vorzustellen. Wir haben hier wirklich wir wollten hier wirklich einfach einen Weg nehmen, um wirklich diese Sprachenkarte auch zu unterstützen. Und das haben wir gefüttert mit den Ergebnissen unseres Studierenden, Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und stehen natürlich im Anschluss beim Klönschnack für Fragen zur Verfügung. Dotschi, schön, dass ihr heute dabei seid, dass du auch dabei bist, sodass wir mehr Romanes hören können. Ich weiß, dass es Gründe gibt, weswegen du dich entschieden hast, auf Romanes zu singen. Was steckt denn dahinter? Was sind so deine Gedanken und Erlebnisse vielleicht auch? Also es war tatsächlich aus Heimweh. Ich bin 2003 aus dem oberschwäbischen Ravensburg nach Berlin gezogen mit meinem Mann. Er hat seine Familie auch in Baden-Baden. Und ich bin mit Romanes aufgewachsen und hatte im Alltag diese Sprache benutzt und immer gehört. Und war dann plötzlich unter Millionen von Menschen und hatte diese Sprache nicht mehr. Mein Mann hat damals noch, also er hat Romanes verstanden, aber es nicht angewendet. Und so habe ich entschlossen, meine Songs in Romanes zu schreiben, aufgrund von Heimweh eigentlich. Schuke hitom gai ketene Die gai likschen von Durgon hi gai Romanes Ach veles der krassen Marochi Latsche Sinti und Romale Dahai was men Rakras Romanes Miam Sinti tu san Roma Rakras Romanes Miam Sinti tu san Roma Rakras Romanes Kedane Marochib della Shonkakera Dai Siklecha vende rom nora Gaben Ikova gamere la romnesfri Trankova chwaules me after Marosira Gras Romanes Merm Sinti tu san Roma Rakras Romanes Goya himari cultura Rakras Romanes Kedane Alexei Krupski an der Gitarre. Dankeschön und vielleicht bis später. So, jetzt dürft ihr alle aktiv werden. Im Foyer draußen haben wir 15 Stühle, 15 Stationen aufgestellt. Und diese Stationen sind besetzt mit ganz, ganz spannenden Gesprächspartnern. Und da gibt es glücklicherweise auch... Die Familie von meinem Papa sind seit Generationen in der Minderheit. Meine Mama ist quasi dazu geheiratet. Und das ist ganz interessant zu Hause, weil man eben das Dänische hat, aber auch das Deutsche. Und das ist der Mix und das ist das, was es bei uns zu Hause ausmacht. Sprache beantragen möchte, wenn ich eine behördliche Eingabe in meiner Sprache machen möchte, dann... Ich bin dazu gekommen, weil ich 4 Jahre am Unsorg-Theater plattdeutsches Theater gespielt habe. Und vorher hatten wir mal in der Grundschule in der 2. Klasse Plattdeutschunterricht, aber dann ist es halt verloren gegangen und ich habe dementsprechend halt keine Verwandten oder so, die Plattdeutsch sprechen, sondern habe über dieses Hobby zum Plattdeutschen gefunden. Also ein typisches Beispiel ist, wir sind jetzt aus der dänischen Minderheit, wir haben zum Beispiel einen Bücherbus. Also ich wünsche mir von der Politik in Bezug auf die dänische Minderheit, dass wir weiterhin natürlich anerkannt sind und dass wir aber auch gekannt sind. Also dass man
in Deutschland Wissen über die dänische Minderheit vermittelt und anerkennt, dass es super gut ist, dass es Dänen in Deutschland gibt, die die dänische und die deutsche Kultur verstehen. Ja, genau. Es gibt ja in Schleswig-Holstein Curriculum für den... Das ist nur freiwillig dann wahrscheinlich im Wahlkampf. Von der Politik möchte ich natürlich mehr zusammenzuarbeiten und mehrere Austauschen zu machen, weil wir sind auch wir sind auch Deutsche, die in anderen Ländern leben. Dass die Minderheiten sich selbst präsentieren und dass sie dann sowas sagen, finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und wir freuen uns tatsächlich auch, dass jemand dafür steht. Bei uns Nordfriesen ist es so, wir haben eine starke Kultur um die Sprache herum, aber wir haben auch zum Beispiel das Pikebrennen im Februar, das auch kulturelles Erbe von der UNESCO anerkannt ist. Und da trifft man sich, um die bösen Geister des Winters zu verscheuchen mit einem großen Feuer. Generell sind wir aus der dänischen Minderheit also super gut gestellt, aber andere Minderheiten, ich wünsche mir, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ist es noch okay? Ganz schlimm. Auch viele Projekte Niederdänisch, ja. Auch ein Witajcie k nam oder Witajcie k nim, ein herzliches Willkommen an alle. QuizSerb ist die erste obersorbische App, mit der man sich fort- und weiterbilden kann. Es ist zum einen für Sorben, die sich weiterbilden wollen in ihrer Kultur, Sprache, Geschichte, aber auch für Leute, die Sorbisch gelernt haben und sagen, hey, das ist doch eine coole Sprache, jetzt will ich auch die Kultur sehen, jetzt will ich auch noch mehr wissen über die Sorben und die Vielfalt quasi erfahren. Wir müssen irgendwas bauen, irgendwas entwickeln, womit man sich mit viel Spaß weiterbilden kann. Irgendwie das Sorbische wieder cool zu machen. Und da haben wir gedacht, hey, wir bauen eine Quiz-App. Ich habe richtig Bock und ich habe auch ein Team hinter mir, die mich unterstützen, programmiertechnisch und alles Mögliche. Lasst uns die Minderheiten auch digital leben. Dankeschön. Wir haben viele Ostfriesen hier und wir haben hier aber 6 Plätze und da würde ich gerne mal hier einladen an unseren Teetisch. Wir haben Johann Saathoff, Abgeordneter des Bundestages. Wir haben Anni Heger, eine ostfriesische Künstlerin, Bernd Grünefeld von der Ostfriesischen Landschaft und 3 junge Ostfriesinnen in der Runde, sehr schön in der Mitte, Vanessa Wolters, Sandra Reich und Jelka Hessenius. Herzlich willkommen erstmal. Moin, richtig, moin. Moin. Der Tee, der ist ja klar in Kahn, steht oben Stöpfchen, dass er nicht kalt wird. Und natürlich uns Teetasen. Und dann haben wir hier das Besünne für Ostfriesland, Klontjes. Jo. Genau, auf Hochdeutsch Kandiszucker. Rock Sugar, hat mal ein Engländer mir gesagt, auf dem Amerikaner. Und Sahne haben wir hier. Und wenn ihr nur all inschenken seid, warte. Das muss man ihm hören, wenn das. Ah, doch. Der Klumpe knackt, wenn da Heidwarte drauf kommt. Das ist kein Kokendwarte, den wir hier noch für da haben, aber einige Maten warm ist immer noch. So, und ja, du kannst auch wieder machen, Anni, was vertelle ich hier eigentlich halt jeden? Ostfriesen trinken heiligen Tee, Ostfriesen sind op Steh. Ein Köpke Tee, o rechte Tiet, dat holt ihn hart auf frei. Bevor es aber jetzt hier richtig hügelig wird, würde ich noch darum beten, 2 Jugendliche, junge Erwachsene der dänischen Minderheit hochkommen zu lassen. In der dänischen Minderheit wurde seit, ich glaube, knapp 2005
wurden verschiedene Botschafterprojekte angefangen. Sowohl Schülerbotschafter gibt es nun, Kulturbotschafter, in der JEF gibt es Minority Messenger, die ganz in Europa unterwegs sind. Ihr wart jahrelang bei den Eleo-Ambassadeur tätig. Könntet ihr nicht mal so erzählen, was bedeutet es denn überhaupt, Eleo-Ambassadeur zu sein? Also ich wurde Eleo-Ambassadeur, das heißt Schülerbotschafter, als ich aufs Gymnasium kam, also in der 11. Klasse und dann bis zur 13. war ich das. Und zwar organisiert das ein dänischer Verein, der Grenzverein, also die Grenzevereinigung, die laden ein auf kleine Seminare, wo Leute wie ich, also aus der Minderheit, die auf die dänische Schule gehen, in Flensburg oder in Schleswig, teilnehmen können und ausgebildet werden, wie man dieses Wissen über die dänische Minderheit tatsächlich an die dänische Mehrheitsbevölkerung vermittelt. Das fängt so an, dass man in den Raum kommt und stellt sich vor, wir kommen aus der dänischen Minderheit, dann fragt man kurz rum, kennt das jemand? Könnt ihr uns vielleicht was darüber erzählen? Checkt kurz ab, wie das so läuft und wo die stehen. Und dann erzählen wir unsere Rollhistorie, heißt es auf Dänisch. Das heißt Wurzelgeschichten, wo kommen wir her, was verbindet uns mit der dänischen Minderheit und warum fühlen wir uns dänisch, obwohl wir in Deutschland wohnen. Und das ist sehr wichtig, weil wir natürlich als lebendes Unterrichtsmaterial in die Schulen kommen. Heute haben wir Gesche Gleustein da, die einen Text geschrieben hat, extra für diese Veranstaltung zu diesem Thema. Gesche, wir sind sehr gespannt. Bühne frei für dich. Porzellan. Das ist nicht lang her, da wär platt satt. Nee, ich mein, nicht viel und überall, nee, dat wär nicht der Fall. Dat wär der Fall, dat de Sprach afsecht wat. Heimlich, still und lies. Dort schwegen zu Hus, ornfehl Gebruß, dat wär nicht verboten, man, in stille Übereinkunft. Dat ute Görn wat wär'n Schall und knall ob Fall wär da platt nicht mehr gut und meist all tot. Wenn Lüt föt, käm in de Kammer und mit groten Augen keken, ob to de Groten denn wat nicht mehr sproken, zumindest nicht platt. Denn dat ha kein Platz mehr. Die Lütten schallen dat nicht lernen, die Kunden in der Lütten bringen man bloß ein Sprachklar kriegen. Dat heb wie dacht und so ist sacht, platt verschwunden von den Lüttentogen. Die Groten wären bang, dat in dat dör platt Leger hat, dat die Grammatik dünner gart und denn die Lütten as Dösköp dort. Hochdeutsch wär Ansicht. Und so wär eins dran set, dat die Lütten nicht na Oma, sondern zu Großmutter gart. Und wenn ich ihn Großmutter, wat über den Mul form, wenn sie platt schnack über ihn sagt mit den Lütten debi. Und so käm platt in Schap. Tegen dat gode Porzellan, dat wie Leefern man selten Rut holen, frag ich min Öllern, dann sagt sie, schaut, dat keinen mit sie platt schnackt hat. Ob platt sind wie all per Du. Drum lat dat nicht per Du wehen. Hall platt Schap. Da drauf nicht garn mit dat ole Porzellan. Platt, wat is dat? As rau, as die Wogen, as Licht, as boven de Heben und die Wuddeln in Kleischied. Debmut wie Buddeln in us, denn platt verklart wat anders nicht gart, wat in us hart start. Und Deutschland hätt Fehlklören und Sprachen. Laut us dort zusammenmorgen. Us Bregen is grot noch für mehr als ein Sprach. Mehr als 2 auf Dreh, wenn die Umstände dazu will, und dat heet nicht, dat ein davon min wert is als die Anna. Elk in Sprach gift us einer Utdrück für us selbst. Und dat freit mich, wenn ut in syrisch Mund in Moin kommt. Vielfalt ist, wat us zusammenholt. Us Besünnerheden und Unterschieden sind, wat us Mensch magt. Und so ist auch ilk in Minderheit in Plack ob det Kleid von us Welt. Zusammen gibt dat in fehlklörig Klang. As bunt, as us er. Und platt ist überall anders. Also glücklich daran, dat nicht viel falsch machen kann. Einfach ob los schnacken. Und wenn ihn grantelt, Kopf in Nacken und lachen. Vielen Dank. Ik schon von Durgon hikai Romanes, ach veles der Kasten Marochi. Latsche Sinti und Romale, daheim was men Rakras Romanes. Mam Sinti Tusan Roma Rakras Romanes. Mam Sinti Tusan Roma Rakras Romanes. Kedane. Marochi della schon Gagera. Da ist die Gletscher